Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kassel und Schubs. Pünktlich zum Start vom Bahrain-Test besprechen wir alle Shakedowns, Livery Reveals und was sonst alles so passiert ist vom 1.1. bis jetzt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Vergnügen. Das neue Jahr hat angefangen und die neue Formel 1 Season auch. Wir haben ein bisschen länger als erwartet eine Pause gehabt. Nicht zuletzt war es aber der Hintergrundgedanke, dass wir zuerst alle Autos mal gesehen haben. Jetzt am Montag, also vorgestern, sind die letzten paar Autos draussen gewesen. Heute gibt es schon ein bisschen Fotos von den Autos auf der Strecke und somit können wir wirklich auch unsere, ich sage jetzt mal, ungefilterte unser ungefiltertes Ranking über die neuen Liveries und die neuen Autos in dem Sinn preisgeben. Der Kasel hat ja da grundsätzlich schon auf seinen Social Media Kanälen ein bisschen im Vorab seine Rankings preisgeben. Vielleicht verändert sich das jetzt ja noch durch die Fotos, die wir jetzt heute ein bisschen von der Strecke gesehen haben. Aber schnell um es kurz zu behalten, wir gehen über alle Teams drüber. Was ist passiert seit Anfang Jahr und so ein bisschen die Geschichten. Und jetzt mal einfach ganz einfach abgebrochen für Start von 2026. Wir wissen ja, es gibt neue Regulations, einfach um das nochmal gesagt zu haben. PU-Regulations sind alles erneuert, mehr auf elektrische Power gesetzt. Und da gibt es schon 2-3 Sachen, die interessant sind, wie zum Beispiel Startverhalten, wo viele Fahrer gesagt haben, ist anders. Da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen. Danach haben wir ein 11. Team auf dem Great Cadillac. Und ganz, ganz speziell dieses Jahr ist so ein bisschen wie das Testing angefangen hat. Das ist sehr, sehr unüblich. Wir haben ja sonst normalerweise so 1 oder 2 Tests, wo man von vorne bis Ende zuschauen kann. Dieses Jahr, und meine Meinung, wirklich nicht so geil gehandhabt mit einem Shakedown, wo ich zwar noch verstehe, dass man nicht alles kann sehen kann. Jetzt aber der erste Bahrain-Test ist in dem Moment gerade am Laufen, wie gesagt. Und dort dürfen wir leider erst heute ab der 4. Also eigentlich, wenn wir da fertig sind mit dem Podcast, noch ein Stündchen zuschauen, sind wir uns alle sehr ungewohnt und es war wegen dem auch sehr schwer gewesen, bis da wirklich viel Info rauszuholen. Also tut uns leid, wenn wir ein bisschen mehr über Opinions als über Fakten reden, der Podcast, einfach, dass ihr uns da schon mal ein bisschen darauf einstellen könnt. Und ich würde sagen, mit dem können wir relativ gemütlich schon mal ins erste Team reinstarten, respektive die ersten 2 Teams haben wieder mal alleine den Livery Reveal zusammen gemacht. So. Da sind alle wieder allein. Nicht mehr ein grosses Livery Reveal Event. Vielleicht schon mal vorab, bevor wir das erste Team besprechen. Hast du viel von diesen Livery Reveals geschaut? Oder sind die da auch ein bisschen am Arsch vorbeigegangen? Nein, das ist meistens noch dummes Geschwätz. Also, und das ist ja auch so, die Interviews sind ja im Vorab aufgenommen worden und auch, was dort erzählt wird, ist ja naja, also von dem her, nein. Also ich habe wirklich nur gewusst, okay, dann kommen die Kehren raus. Ich weiss noch, dass Aston zum Beispiel gestern oder vorgestern, wann war das? Gestern oder vorgestern? Sorry, jetzt habe ich gerade schnell einen Audio-Cut gehabt. Ich habe nur noch Aston gehört und dann habe ich nicht gehört. Sorry. Also Aston hat ja vorgestern irgendwie Delivery vorgestellt, glaube ich. Ja, am Montag. Okay. Ja. Montag, okay. Ich weiss nur, die hätte irgendwie am 7. Abend etwas vorstellen und dann nachher stocken so schlimm, oder was? Nein. Ich lache wegen dem Aston Reveal. Aha, okay. Ich habe gemerkt, so schlimm ist ein gutes Sprichwort. Ja, dort hat eben der Livestream extrem gestockt. Ja. Und wenn der Livestream nicht gestockt hat, haben sie extreme Audio-Difficulties gehabt. Es ist wirklich so im Nachhinein sehr, sehr funny gewesen. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Ja, das ist so das Einzige, was ich mitbekommen habe. Und sonst eigentlich, nein, habe ich eigentlich nicht geschaut. Also eine Live-Übertragung so. Die meisten haben immer noch ein Video gebracht. Ich meine, Cadillac, den hast du im Super Bowl in Europa nicht können live verfolgen, weil das ist ja amerikanische Werbung war. Das ist ja nicht in Europa aufgeschaltet worden. Also von dem her, nein, also habe ich nicht live gesehen. Ja. Bei mir absolut das same. Also ich habe mich da so ein bisschen verwünscht, dass ich gemerkt habe, dass mir jeder einzelne Livery Reveal einfach am Arsch vorbei ist. Und in den Vorjahren bin ich eigentlich so einer gewesen, wo jeder Livery Reveal wirklich
akribisch nachverfolgt hat. Aber auch Red Bull sagt das anscheinend wieder 50 Minuten lang schnorren und dann 10 Minuten schnell ein Release gewesen, von Deliveries. Und Haas zum Beispiel, die machen ja mittlerweile sogar nur noch ein Reveal in dem Sinn, dass sie einfach einen Render hochladen vom Auto, aber nicht einmal das richtige Auto selber. Also ja, da sind wir so ein bisschen auf dem gleichen Level. Wir haben also keine von den Events wirklich live mitverfolgt. Wir haben aber Deliveries gesehen und ich muss sagen, wenn wir über Red Bull reden, muss ich gestehen, ich finde es lustig, dass das Red Bull die Farbe ein bisschen angepasst hat und jetzt die ganze Community gefühlt sagt, wow, schönste Auto auf dem Grid, was sieht so gut aus, ist so geil. Für mich selber sehe ich das gar nicht so. Ich sehe einfach den gleichen Red Bull wie immer, mit ein bisschen mehr Gloss und ein bisschen mehr Blau. Ist aber gleich schön, dass sie mal ein bisschen Innovation gemacht haben. Und wegen dem gibt es für mich dieses Jahr mal ein 7. Ich glaube, ich bin kontinuierlich auch tiefer runtergegangen jedes Jahr, aber ich gebe dem Red Bull rein von der Delivery her dieses Jahr ein 7. Was? Hast du das Auto richtig angeschaut? ja, es sieht aus wie ein Red Bull. Nein, also erstens mal, irgendwie gibt es mir schon ein bisschen Vibes von 2013, 12 so dort rum. Da fände noch ein bisschen im Violettstich noch drin. Das wäre geil. Also ich finde das Auto optisch richtig geil, vor allem es hat ja so ein bisschen Pixel-Look noch auf dem Blauen drauf. Also, ich weiß nicht, was das ist. Man sieht es auf dem Bild, das ich hier habe, ist aber nicht gerade so gut. Ich finde das Auto richtig schön. Auch der Red Bull, der Bull selber, der rote, der ist ja jetzt wieder weiß umrandet. Weil du siehst nämlich gerade den Unterschied zum Visa Cash App. Der hat das eben nicht bei seinem Red Bull. Da siehst du ein bisschen den Unterschied. Und ich finde das Auto richtig, richtig geil, weil es ist klar war, dass das Auto ein bisschen anders wird aussehen wegen Ford, wo ja Motor, ja, sag jetzt mal Sponsor ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so wird aussehen. Ich finde es aber richtig geil. Und für mich ist es ein 8 von 10. Und ich kann Red Bull eigentlich schon immer nur so ein 2 von 10 geben in den letzten letzten 10 Jahren sozusagen, weil sie ja wirklich eigentlich seit 2016 die matte Livery immer hatten, glaube ich. Darum das Auto finde ich schön, aber den Team-Merch finde ich richtig wüst. Den finde ich gar nicht schön. Da bin ich auch wieder. Der Team-Merch ist wirklich ganz wüst. Das Blau, Ford-Blau mit dem Dunkelblau von Red Bull passt einfach nicht so zusammen. Ich selber bin halt ein sehr grosser Fan davon gewesen, immer vor allem der ganz dunkeln mattblauen Liveries. Wegen dem ist das für mich eher ja, was heisst das Downgrade? Kann man nicht sagen. Das Downgrade ist es nicht, weil es ist wirklich ein schönes Auto, aber ich sehe jetzt nicht, dass das die allerschönste Livery ist, wo Red Bull seit Jahren hat. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Über Red Bull selber, ja, was ist interessant vom Shakedown? Wir wissen, dass ihre Red Bull Powertrains sehr gut ausgehalten haben. Sie haben, glaube ich, kein einziges Stoppage wegen Motor gehabt. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Also der Hadjar hat ja einfach einen Abflug gemacht. Genau, der Hadjar hat einen Abflug gemacht, das ist aber auch nicht so schlimm gelaufen. Ihm ist alles gut gegangen, also keine Verletzung oder so. Immer schön zu hören. Und sonst muss ich sagen, ja, haben sie eigentlich einen sehr guten Shakedown gehabt und man sieht wieder einmal Red Bull extrem tight dafür packaged. Also das Getriebe ist wieder mal irgendwo versteckt. Man könnte meinen, sie haben keins. Und man sieht generell, würde ich sagen, sieht der Red Bull ziemlich sexy aus. Ich habe das Gefühl, die könnten wirklich wieder sicher aerotechnisch ein gutes Auto gebaut haben, wie der Motor effektiv dann wird sein, sehen wir dann noch. Aber bis jetzt, ja, ist meine Impression, es sieht gut aus für Red Bull. Was denkst du? Ja, finde ich auch. Also, ich habe da natürlich noch ein paar Zahlen wieder zu Anfang vom Barcelona Shakedown. Ja, ist genau gewusst, dass du das sagst. Und zwar der Verstappen hat ein 1,17,58 gemacht. Die schnellste Zeit ist vom Hamilton gefahren worden mit der 1,16,3. Also dort ist die Gap eigentlich schon noch relativ gross. Aber wie gesagt, Shakedown, also die Zeiten sind nicht so aussagekräftig, aber einfach zur Vollständigkeitshalber, der Hadjar hat ein 1,18,1 gemacht. Also ist etwa 6 Zehntel hinter dem Verstappen gewesen, natürlich einen komplett anderen Tag gefahren worden. Red Bull selber hat 303 Runden gemacht mit ihrem Motor am Barcelona Shakedown. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen, der Shakedown war schon 5 Tage, aber jedes Team hat nur 3 Mal fahren. Also 3 Tage fahren, eigentlich, so muss man sagen. Und mit
Red Bull, mit Dings zusammen, mit Visa Cash App Racing Bull, oder Racing Bulls, so heisst es ja eigentlich, haben sie zusammen 622 Runden gemacht. Das ist auch noch ein bisschen spannend zu wissen, so wie viele Runden das sie da gemacht haben. Also der Motor ist am zweitmeisten bewegt worden am ganzen Dingens. Kann ich sagen. An diesen 5 Tagen im Barcelona Shakedown. Und wenn wir so bedenken, dass es eigentlich meine Mercedes hat 1138 Runden gemacht, also Motoren, nicht Mercedes selber. Aber wir haben Mercedes mit Mercedes-Motoren, wir haben McLaren, wir haben Alpine, wir haben, wer haben wir noch? Was weiteres Team? Oder sind es immer noch 3? Cadillac hat Ferrari, nein, es müsste noch das 4 sein. Alpine, McLaren, Mercedes. Also Dings war schon gewesen, Essen ist jetzt aber Honda. Ist jetzt Honda. Das sind ja nur die 3 in dem Fall. Stimmt, das sind nur noch 3. Ausser ich bin komplett falsch. Nein, falsch. Es sind 3. Williams! Williams, doch! Aber Williams ist nicht tätig, darum sind sie gefahren. Genau. Ja. Aber darum, eigentlich muss ich sagen, es sind 3 Autos gewesen, also die gefahren sind. Also heisst, wir haben gesamthaft 9 Tage, wo die Motoren bewegt worden sind, oder die Motoren bewegt worden sind. Zu einem Team, das 6 Tage gefahren ist mit diesen Motoren sozusagen, ist die Gap ist eigentlich nicht mal so schlecht, kann man sagen. Also es sind 400 Runden Unterschied. Und das ist etwa so das, wo vielleicht ein Team hätte können plus minus ausholen. Klar, es ist nicht gleich gut wie Mercedes, das muss man schon sagen, aber es ist für Red Bull Verhältnis, für jemanden, der einen komplett neuen Motor hergestellt hat, so aus eigener Kraft heraus, nicht schlecht. Also es ist wirklich nicht schlecht, muss man wirklich so erwähnen. Ja. Also ich glaube, im Grunde und Ganzen kann man wirklich auch jetzt zum V-Carb gerade mit drin nehmen. Eigentlich für beide Teams sagen, Shakedown technisch super gelaufen. Sehr viele Informationen rausgeholt und einen vollen Erfolg, wie du sagst, für das, dass sie zum ersten Mal ihre eigenen Red Bull Ford Powertrains, wie sie es ja nennen, haben. Also wirklich sehr, sehr cool. Und ja, dementsprechend schließen wir das noch ab mit einem Ranking vom Racing Bulls Team. Ich glaube, über das Team selber habe ich jetzt sonst keine spannenden Sachen. Wegen dem würde ich jetzt einfach sagen, Livery direkt rein. Für mich, ich muss sagen, ich verstehe auch hier noch den Hype nicht. Ich finde, der Red Bull, der V-Carb, Entschuldigung, der Racing Bull, ist das nicht so gelungen wie letztes Jahr. Ich fühle nicht, dass er viel mehr schwarz hat. Ich fühle die blauen Linien nicht, die er hat. Also irgendwie, ich werde nicht warm mit dem. Ich habe ihn letztes Jahr viel, viel schöner gefunden und ich gebe ihm nur ein 5 in dieses Jahr. Das Einzige, was cool ist, sind die weißen Rims. Also, ich bin ja einer, ich finde weiße Formelwagen immer noch am schönsten von allen. Ne? Ich finde zum Beispiel mal BAR Stewards habe ich richtig geil gefunden, die weißen. Ja. Oder auch Toyota habe ich mal richtig geil gefunden, weil sie halt auch weiss waren. Und ich muss eben sagen, ein weißes Auto ist bei mir immer einfach. Also ich habe dem ein 9 von 10 und ich bleibe aber 9 von 10. Vor allem, was ich richtig geil finde bei dem, ist, dass die obere Airbox ist einfach so verdammt breit. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie in Bahrain immer noch so hure breit ist. Doch. Von dem, was ich gesehen habe schon. Es sieht so geil aus. Und mir gefällt das Auto. Also, neu ist es ja so, dass jedes Auto mehr als 55% von der ganzen Karosserie muss ja lackiert sein. Das ist von der FIA so festgelegt worden, weil sie wollen nicht immer nur schwarze Autos haben oder viel Carbon. Sie wollen eben viel lackiert haben. Darum sieht auch der Aston in der Präsentation hat er viel mehr schwarz als jetzt auf der Strecke. Ja, er ist mehr grün geworden noch einmal. Und ich finde der Visa Cash App finde ich wirklich, den finde ich geil. Der gefällt mir. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also, das mit dem weißen Auto verstehe ich. Das wird man dann später auch noch sehen. Ich finde die Umsetzung bei diesem weißen Auto einfach wirklich nicht sehr gut. Das ist ein bisschen mein Issue. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade direkt zum nächsten Team, was ein sehr, sehr ein stabiler Runner war, kann man sagen. Ist eigentlich immer gut, wenn man nicht viel Negatives hört über das Team während einem Test. Man hat aber auch nicht unbedingt sehr viel Positives gehört von Ferrari. Von dem her, ja, ich glaube, allzu viel kann man noch nicht sagen. Was ich aber das Gefühl habe, und ich glaube, von dem kannst du immer am meisten lesen während der Tests. Du kannst nicht auf die Seite gehen und auf was auch immer, was du siehst. Aber ich glaube, was man immer sieht, ist, wie happy
sehen die Fahrer aus. Und bei Ferrari habe ich das Gefühl, es ist bis jetzt ein Mixed Bag. Also Hamilton hat in den Interviews für mich happier gewirkt. Das kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass er sehr viele Veränderungen gemacht hat. Er hat irgendwie seinen Pressemanager, seinen Race-Engineer und sonst noch irgendjemand geändert. Alle rausgerührt. Ja, wirklich, wirklich. Aber du, weißt, wenn es das ist, was er braucht, dass er sich wohler fühlt, wieso nicht? Und generell habe ich das Gefühl, er hat so ein bisschen neue Freundin hat er auch. Neue Freundin hat er auch. Red Flags alle ignoriert. Auf jeden Fall habe ich wirklich das Gefühl, dass der Hamilton happier ist mit dem Auto und er redet auch positiver über das Fahrverhalten vom Auto. Wiederum, der Charles habe ich bis jetzt sehr pessimistisch gesehen. Ja gut, der hat das auch schon mehr als einmal erlebt, dass es gut gelaufen ist und dann gleich alles in die Hose gegangen ist. Vielleicht erwartet er einfach nicht mehr. Aber das ist so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe von Ferrari. Wirklich viel hat man eben nicht gehört. Oder hast du irgendetwas gehört in den Shakedowns oder so über das Team? Ja, also ich weiss einfach nur, der Hamilton hat sich, glaube ich, ein, zwei Mal ein bisschen gespinnt gehabt, am Shakedown selber, aber jetzt irgendwie stehen geblieben sind es nicht, meines Wissens. Also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Von der Zeit her sind sie ja natürlich relativ stabil gewesen. Also Hamilton hat ja von allen Testtagen die schnellste Zeit rausgeschossen mit 1,16,3. Ist nochmal ein Zehntel schneller gewesen als der Russell im Mercedes. Allerdings hat Mercedes gesagt, sie haben noch nicht die volle Leistung abgerufen und bei Ferrari weiss man es halt natürlich nicht. Aber es hat schon sehr positiv getönt vom Hamilton her. Aber eben, ich denke, schlussendlich, wo sie werden sein, wirst du ja auch wieder, vielleicht jetzt höchstens bei den Bahrain-Testtagen gesehen, wenn man da ein kurzes Update möchte raushauen. Der Hamilton ist ein 1,36,4 gerade gefahren und der Verstappen ist eine Sekunde schneller. Ja, aber es ist natürlich immer die Frage, genau, was sie für ein Programm fahren. Eben. Schlussendlich, die Zeit aber Pre-Season-Tests hier jetzt in Bahrain, die Zeiten sind vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt, aber wirklich aussagekräftig sind sie nicht. Also da geht es wirklich halt hauptsächlich darum, zu checken, wie gut hat der Motor, welchen Motormodus kann ich lang fahren, wie ist die Aero vor allem, das ist jetzt noch wichtig. Und eben, schlussendlich ist halt dann noch viel streckenabhängig. Und ja, eben, wie gesagt, Hamilton Ferrari die schnellste Zeit gefahren und von der Rundenzahl her oder Rundenanzahl her haben sie 439 Runden gemacht. Das sind die zweitmeisten Runden, die sie gefahren haben, also auf allen Teams. Und Ferrari-Motoren an und für sich selber haben 994 Runden gemacht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber das ist halt der Vorteil, wenn du so viele Teams unter dir hast. Gell? Das ist... Dort beneide ich jetzt ein Dings nicht, ein Honda-Lieferant, der halt nur ein Auto hat. Audi auch, die hat nur ein Auto. Dort ist natürlich schon cool, wenn du Ferrari bist und andere Teams hast, die für dich testen könnten. Wobei eigentlich bei allen Ferrari-Teams das bis jetzt sehr gut gelaufen ist. Aber ja, wie du sagst, also du kannst halt wirklich nicht auf die Seite gehen. Du musst auf die Körpersprache der Fahrer gehen. Du musst, oder du kannst auf generell, wie sieht das Auto aus? Haben sie viele Lockups? Sind sie viel am Ausschwenken? Sind sie viel am Korrigieren? Auf solche Sachen kannst du achten. Aber auch das wird nie ein Full State geben. Vor allem jetzt, wo die Fahrer halt sich an etwas Neues mit dran tasten. Oder? Wegen dem bin ich sehr, sehr gespannt in einer Stunde, actually, wo wir dann reinschauen können. Gerade anschliessend zu unserem Podcast werden wir endlich mal ein bisschen sehen, wie sie fahren. Und dann ist Body Language auf dem Auto dann sehr, sehr interessant zum sehen. Und ja, für mich abschliessend der Ferrari, muss ich sagen, sieht sehr simpel aus. Ich habe das Gefühl, sie probieren das mal auf das Regelwerk ein bisschen eine andere Taktik aus, weil du magst dich sicher erinnern, wo im 21, ich mache immer das durcheinander, ist jetzt 21 oder 22 Regulation Change gewesen? 22, gell? 22 haben wir Grounding Era bekommen oder Ground Floor Era. Ja. Ich bin jedes Mal verwirrt, weil sie es ja verschoben haben. Aber im 22 hat ja Ferrari so das Badwanne-Sidepod gehabt. Ich habe das Gefühl, da sieht der Ferrari extrem simpel aus. Von der Körperform her sehr, ja, halt überhaupt nicht aggressiv eigentlich. Wegen dem habe ich das Gefühl, ja, sie gehen einfach den Safe Route. Ich hoffe, es funktioniert für sie. Bei Deliveries sind sie auch einfach den Safe Route gegangen und haben einfach ein rotes Auto genommen und ein bisschen Weiss oben drauf geklebt. Ich bin gar kein Fan von weiss-roten Ferraris und weiss-rote Ferraris haben bis jetzt immer bedeutet, dass das Auto wird langsam sein. Und wegen dem gebe ich Ferrari nur ein 4
Alter! Ich bin sehr, sehr kritisch. Aber ich finde ihn wirklich gar nicht schön. Viel Nein! Nein, Alter, hey, also ich merke, wir haben jetzt wirklich recht viele Podcasts gehabt in der letzten, wo wir immer der gleichen Meinung sind und jetzt schiessen wir aber schon wieder hart aneinander vorbei, ey. Das ist abartig, ey. Gottverdammt, ey. Nein, also, was ich halt noch sagen wollte, ist, jetzt habe ich es gerade vergessen, aber wieder, das ist auch super. Du hast gerade vorher etwas angeschnitten, wo ich etwas hinzufügen noch. Das nicht so aggressiv ausgesehen. Ja, also gut, klar auf den Renderings und so oder auf den Live-Bildern, wo man so ein bisschen gesehen hat, hat das Auto wirklich recht basic ausgesehen, aber angeblich sagt das wirklich bewusst so gewählt worden, dass sie eben noch viel Spielraum haben, wenn sie sehen, okay, das und das Konzept funktioniert besser, dass sie können mehr in die Richtung entwickeln. Also das ist so ein bisschen der Hintergrundgedanke anscheinend gewesen. Aber jetzt zur Delivery, ich finde es richtig geil. Weil, es ist natürlich wieder weiss, oder? Ist drin, aber es erinnert mich richtig an Ferrari von 1975 und 76. Also so eine Niki Lauda-Zeit. Ja. Das Auto erinnert mich brutal dran dort, so einfach vom Design her oben, wo eben weiß ist und rot. Ich finde es geil, dass vorne ein schwarzer Frontflügel ist. Das finde ich richtig, richtig geil und kein roter. Schön, ja. Und hinten eigentlich auch ein schwarzer Heckflügel. Das ist so mehr so wie 80er-Jahre-Style dort mit dem à la Prost, also in dem Stil. Klar kann man sich wieder darüber streiten, wieso das HP-Logo so groß ist, aber wenn es natürlich der Hauptsponsor ist, ist es halt so. Und wieso das IBM-Logo auf einem blauen Hintergrund muss sein und nicht auch auf einem schwarzen Hintergrund hätte können sein, hinter am Heckflügel. Aber egal, es ist halt so. Ich habe aber tatsächlich im Auto, jetzt muss ich kurz spicken bei mir, aber ich habe im Auto, ich glaube, es ist 10 von 10 gegeben. Aber Ferrari hat 10 von 10? Ja, ich glaube schon, aber Ferrari hat es bei mir eigentlich immer sehr, sehr einfach. Ja, genau, 10 von 10. Aber wirklich, weil es mich so an der Nostalgie gehittet hat mit von 1975. Und ich habe es geil gefunden, wie sie ja so eine kleine, nicht so einen Shakedown-Test gemacht, sondern so einen kleinen Test gemacht haben, wo sie 15 Kilometer in Maranello zu gut hatten. Und dann haben sie ja zum Kilometer maximal ausreizen, ist er bis an Zielgerade hergefahren und hat auf das Startziel abgeschaltet, das Auto. Ja. Und ist dann nachher reingezogen worden und dass einfach die paar Kilometer, die paar Meter, wo sie reingerollt wären, dass sie gespart worden sind. Sie haben wirklich einen Rappenspalter gemacht, kann man sagen. Und viele haben eben das Gefühl gehabt, dass das Auto schon liegen geblieben sei. Ja, tatsächlich allgemein im ersten Moment das Auto sei liegen geblieben. Aber ja, es war nicht so gewesen. Aber gleich, ich finde das Auto mega schön. Mir gefällt der Ferrari. Und auch Team-Merch richtig schön. Finde ich krass. Also Team-Merch finde ich auch, ich weiß nicht, ich finde es sieht okay aus. Das Jahr hat mich der Ferrari wirklich gar nicht. Ich habe es eigentlich auch gerne, wenn sie so ein bisschen Retro-Style aussehen. Was für mich der Ferrari ein bisschen rettet, wegen dem hätte ich vielleicht noch 1-2 Punkte mehr geben können, ist, ich finde generell die Form sieht irgendwie sexy aus. Aber für mich vor allem, solange das HP-Logo drauf ist, gibt es einfach -2 Punkte von dem, was ich eigentlich geben will. Das ist echt so gut. Ausser sie bringen es endlich fertig, einfach schön in einem roten Kreis oder so, oder in einem gelben Kreis, whatever. Schaffst du im Geschäft mit einem HP-PC? HP-Drucker, tatsächlich. HP-Drucker, ich würde ein bisschen leisiger reden, aber sonst druckt er dann nicht mehr. Hat sich schon gut, da gibt es einen neuen. Hat sich ausgedruckt. Gibt es einen Canon? Da gibt es einen Canon. Ja, Canon ist nicht unbedingt wirklich viel besser. Da müsste ich schon einen Rico nehmen, um eine Schweizer Marke zu promoten. Ja, von schlechten Drucker zu guten Fahrzeugen. Wir kommen zu Mercedes. Gut, vor allem auf der Strecke. Bis jetzt, glaube ich, so ein bisschen vom ganzen Shakedown her das stabilste Team. Also die haben am meisten Runden als Team alleine einfach so machen. Haben natürlich extrem viel mehr Daten noch mit dem Mercedes-Motor bekommen. Aber die Fahrer haben viel gefahren. Die Fahrer haben sehr, sehr confident ausgesehen in den Dings. In den Interviews, der George Russell hat sich jedes Mal ein riesenbreites Grinsen müssen verkneifen. Ich habe da wirklich das Gefühl, dass Mercedes die Favoriten werden sein. Ist, glaube ich, auch generell so ein bisschen die Idee dass, von den meisten, die reporten, dass Mercedes am besten dabei ist. Und ja, ich halte das da relativ kurz und knackig mit Mercedes. Ich finde auch die Livery ist ihnen wirklich gelungen das Jahr. Ich finde fast
ist ein bisschen übertrieben. Du lachst schon. Ist ein bisschen übertrieben mit den Sternen und den Streifen. Ich finde, sie hätten einfach auf eins können setzen. Trotzdem gefallen mir die Streifen sehr gut. Und irgendwie komplementiert es einfach die Bodyform vom Auto auch sehr nice. Also ich gebe im Mercedes tatsächlich ein 6.5. Es ist immer noch nicht der schönste Mercedes, den ich je gesehen habe, aber I like it. I like what I see. Das ist fast schon mit halben Punkten da. Ja, kann man nicht entscheiden zwischen 6 und 7. Okay, also ich finde den Mercedes, grundsätzlich finde ich ihn auch recht schick, muss ich sagen. Ich bin überrascht gewesen, was mich einfach immer noch nach wie vor stört am Mercedes ist, dass sie immer noch das hure Silbrige und das Schwarze vermischen. Also für mich sieht das Auto einfach ein bisschen aus so wie so, ja, sie können sich einfach nicht entscheiden, was sie möchten. Ob sie möchten wieder so einen Silver Arrow machen oder wieder da die Black Mamba von 2020. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde aber die Streifen, die Kiemen, sage ich jetzt mal, auf der Airbox oben drauf, oder beziehungsweise nicht auf der Airbox drauf, sondern auf dem Seitenkasten oben drauf, die finde ich geil. Die finde ich richtig geil. Und das Auto an und für sich, auch von der Form her, gefällt mir auch. Ich bleibe nach wie vor bei 7 von 10 für das Auto. Also da sind wir eigentlich, sage ich jetzt mal, gleich von der Bewertung her. Aber ich würde mich mehr freuen, wenn sie sich einfach mal für eine Farbe würde entscheiden oder wenn dann ein anderes Design mal würde nehmen. Also immer vorne silber und hinten so schwarz, wieso tun sie es nicht umkehren? Ich muss das ganze Auto Petronas Teal Green. Das wäre auch geil. Das wäre auch geil, ein bisschen von mir, aber da muss Petronas ein bisschen mehr zahlen, dann, dass sie ja, dass sie das würden machen. Sie müssen sehr, sehr gut implementieren. Sonst wird es grusig. Ja, was mich früher immer aufgeregt hat, ist das Ineos, das rote oben. Jetzt ist einfach Microsoft oben, was auch verschissen aussieht. Ja, das hätte man auch vielleicht anders lösen, dass man vielleicht einfach nur Microsoft geschrieben hätte, ohne dass es jetzt dort oben noch das farbiges Logo hätte müssen sein. Aber naja, eben, das sind so kleine Details. Aber sonst das Auto finde ich eigentlich schon auch relativ cool. Und ja, eben also zu den Testtagen in Barcelona. Ich weiß nicht, also ja. Aber wie du schon gesagt hast, muss eigentlich nicht groß etwas noch dazu dichten. Sie sind wirklich sehr, sehr confident gewesen. Ich denke, sie werden auch wirklich das Top-Team oder eigentlich die Stärksten sein. Ich denke, das mit dem Verdichtungsverhältnis und alles darum, da werden wir nachher noch mal ansprechen. Dann. Das wird ja noch so ein Thema sein. Ob das dann schlussendlich das Zünglein an der Waage wird sein, ja, werden wir dann sehen, wie sich der FIA entscheiden. Aber ich glaube schon, dass Mercedes sehr, sehr stark wird, Trainierstart in die Saison. Eben von der Zeit her haben sie eigentlich die ganze Woche die schnellste Zeit gehabt, bis dann, wo der Hamilton am letzten Tag noch eine rausgeballert hat. Sie selber haben 500 Runden gemacht mit ihren Motoren. Oder mit ihrem Motor, den sie im Mercedes selber rein können. Und gesamthaft haben sie, wie schon erwähnt, die 1138 Runden gemacht mit anderen Teams zusammen. Also sie haben wirklich viele Runden gemacht. Und ja, wenn natürlich der Motor im Mercedes schon so gut läuft, dann wird natürlich auch der Mercedes-Motor im McLaren sehr gut laufen. Ja, das definitiv. Und das ist so ein bisschen das, wo glaube ich, alle Mercedes-Motorenteams darauf hoffen. Wir werden dann später im Podcast auch noch auf die ganze Motorkontroverse drauf eingehen und das noch ein bisschen analysieren. Für jetzt aber eben Ratings von Deliveries mal einfach zum Durchrattern. Gumpi direkt auch gerade zum angesprochenen Team McLaren. Da muss ich sagen, ist ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nie ein grosser Fan von dem Papaya Orange. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr haben sie sich ein bisschen besser gekittet, vor allem weil wieder ein bisschen mehr Orange drauf ist. Das ist auch das, was mich am meisten gestresst hat, eigentlich, dass es die ganze Zeit wegen viel Schwarz drauf hat die letzten paar Jahre. Und ich habe es auch ein bisschen schade gefunden, dass sie zum Beispiel in einer kurzen Zeit haben die wirklich mal das ganze Auto orange gemacht und dann die Flossen blau. Das war, glaube ich, im 16 oder 17 oder vielleicht sogar im 18 gewesen, ich weiß nicht mehr. Da habe ich sehr, sehr sexy gefunden. Haben wir jetzt nicht mehr. Aber da es jetzt ein bisschen mehr orange hat und einfach wie es jetzt das Jahr auch verteilt ist, habe ich, glaube ich, 1 besser benutzt. Das letzte Jahr ein 6 haben wir jetzt gegeben. Ich finde es nicht sonderlich hässlich, ich finde es nicht sonderlich schön. Okay. Es ist einfach ein McLaren halt, wie er momentan dargestellt werden. Aber ich finde die Ära von der Livery von McLaren finde ich einfach nicht schön im Vergleich zu dem, was sie früher runtergegangen haben.
Also Genau. ich sage mal so, wenn sie mit dem Auto wie am Shakedown gefahren wären, also beziehungsweise wenn das ihre echte Livery gewesen wäre, wäre es für mich Oh, eine Sache von 10 gewesen oder so, das wäre der hure geil Schwarze, gewesen. der Gloss-Schwarze. Ja. Oh, sexy. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich langsam ein bisschen satt gesehen an dem Papaya. Klar, ich verstehe schon, dass ihre neue Teamidentität, die sie seit etwa 2018, 19 haben, haben sie inzwischen auch schon relativ lange eigentlich drauf. Schlussendlich das Auto sieht genau gleich aus wie es seit 2023. Es hat ein bisschen mehr orange dran, das ist so, aber da reden wir wirklich von einem minimalen Bereich, dass zum Beispiel das Cockpit jetzt orange ist und nicht schwarz. Aber sonst hat es sich auch schon. Also du kannst schauen, 2023, 24, 25 und die 26 ist immer das gleiche Auto. Im 23 hat er noch ein bisschen blau drin gehabt von einem Sponsor, das ist jetzt aber auch komplett weg. Ja, ich finde auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, das Design nicht wahnsinnig schön. Also, dass vorne orange ist, dann kommt so ein schräger schwarzer Strich drüber und dann wieder orange, wieder schwarzer Strich drüber, wieder orange. Das finde ich nicht so wahnsinnig schön. Und darum gibt es für mich für die Livery nur ein 3 von 10. Das ist absolut verständlich, ein 3 von 10. Also es ist ein feiner Grad zwischen einem 6 und einem 3 in diesem Kontext. Weil es ist halt wirklich keine innovative Livery und ich finde, das ist immer wichtig, dass du irgendwie das neu innovatest. Ja, 6 ist vielleicht sogar wirklich sehr, sehr hoch gerechnet dieses Jahr von meiner Seite. Und ich stimme dazu. Also ich finde eben auch gerade die Separierung, sie sieht einfach nicht natürlich aus. Du kannst viel mehr mit dem Flow vom Auto arbeiten, wie zum Beispiel Mercedes das gemacht hat, wo das sehr, sehr sexy hat darstellen. Und ich glaube, der einzige Grund, wieso das sie so machen, ist, weil sie in Anlehnung an das Chevron Style Marlboro MP44, weißt, vom Senna, dran lehnen, aber sie machen es deswegen schlecht, dass es nicht mal auffällt. Also machen es doch auf einen Frontflügel oder so, dass man es sieht. Ja, einfach. Ja, weißt du, ich sage auch, wenn das Auto jetzt zum Beispiel einen komplett schwarzen Frontflügel hätte und einen schwarzen Heckflügel, würde es wahrscheinlich schon viel besser aussehen. Ja, vielleicht. Aber weißt du, das sind immer so dezente Sachen. Oder sie könnten ja Trims auf der Seite, statt dort so ein Google-Logo draufsetzen, könnten sie einfach die orange machen. Würde ja auch noch recht fancy aussehen. Ist so. Generell, weißt du, das Ding ist, mit dem Papaya Orange kannst du eigentlich so viele geile Sachen machen, aber sie entscheiden sich dazu, dass einfach mit dem einfachsten zu paaren, schwarz. Das ist so, du kannst so viele andere spannende Sachen machen, aber ja. In any case, ist ihre Livery so ein bisschen wie ihr Auftakt bis jetzt war. Es gibt überhaupt nichts nennenswert. Ich habe nichts gehört, ultra schlechtes, nichts ultra gutes. Es ist für mich so ein bisschen wie Ferrari. Wir haben keine Ahnung, wo sie stehen. Wir können davon ausgehen, dass sie wieder bei den ersten 4 werden mitfahren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ihr Design vom Auto derwegen innovativ aussieht, dass sie jetzt Huren werden vorstechen. Für mich sieht es, bis auf das, dass es ein bisschen kleiner geworden ist, halt, sieht es für mich aus wie das Auto von letztes Jahr fast. Also, nothing to add, wenn es um einen Shakedown geht von meiner Seite. Ja, das ist ja so. Also ich glaube, Shakedown ist echt ruhig. Ich weiss nur, dass halt so der... wie heißt der Teamchef? Nicht der Zach Brown, der andere, der... Oh mein Gott, Digga. Etwas mit SC. Andrea Stella. Stella, ja genau. Dass der relativ tief pokert hat und gesagt hat, also, ja, wir werden nicht mehr die Schnellsten sein und ja, das und dieses und so. Also, er hat einfach recht tief pokert, das hast du schon gemerkt. Aber ja, eben der Test an für sich, Mercedes-Motor, jetzt abgesehen bei Alpine, sind eigentlich wirklich sehr zuverlässig gelaufen und haben eigentlich nie ein grosses Problem gemacht. Und auch McLaren meines Wissens hat eigentlich in dem Sinne nicht gross irgendwie ein Problem gehabt, meinte ich. Das sollte man noch entmuten. Ja, aber von dem her gibt es nicht wirklich viel Spannendes, weil es weder sehr gut noch sehr positiv war. Dafür gehen wir aber meines Erachtens direkt zum spannendsten Team. Spannend auf sehr vielen Ebenen. Aston Martin, der AMR 26. Schon mal vorab für mich, das war eines der schöneren Liveries. Ich war schon immer ein Fan von dem British Racing Green und ich finde, das Jahr haben sie es mal wieder relativ gut wie soll ich sagen, implementiert.
man hat relativ, ich sage jetzt mal, man hat schwarz, aber wirklich eben an Stellen, wo so von der Livery her Sinn macht. Die Green Pinstripes links sehen wie immer gut aus. Sie haben jetzt dieses Jahr oben am Airbox-Intake noch etwas, plus an den Sidepods. Aber was vor allem einfach für mich das Auto optisch ausmacht, ist die Form. Also man sieht, dass da Ideen von einem Neue dran sind. Es ist ein extrem aggressives Design. Und ich hoffe, dass es für sie funktioniert. Der Aston Martin sieht wirklich aus wie kein anderes Auto. Vor allem wie Heckflügel und Frontflügel angemacht sind, ist sehr innovativ. Mercedes und Aston Martin sind, glaube ich, die einzigen, die die Aufhängung vom Frontflügel so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Hinten für, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die Radaufhängung am Heckspoiler an. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Also sehr innovativ, das Auto. Optisch gebe ich ihm, also einfach Livery, gebe ich ihm ein 8. Eines der höchsten Bewertungen, die ich das gegeben habe. Und ja, vielleicht, wieso ist für mich der Hype so groß? Erstens mal Honda. Ich liebe Honda und überall, wo Honda dahinter steht, schon auch dahinter. Das heisst, ab jetzt bin ich offiziell auch ein Aston Martin-Fan. Und für mich dann zweitens so, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, Aston Martin hat jetzt genug Zeit gehabt, zum Aufbauen, was sie haben, um das Geld einzusetzen, das sie wollen. Aber jetzt ist für mich Zeit für Aston Martin zum Performen. Ich finde, nach all dem, was in das Team hineingesteckt worden ist, nach all der Zeit, die sie jetzt haben, um sich auf einen grossen Auftritt vorzubereiten, um richtig properly ein Frontrunning-Team zu sein, ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo sie performen müssen. Ich sage, dieses Jahr Top 5 oder höher. Sonst ist es nicht gut und nächstes Jahr müssen sie in den Top 3 mitfahren. Sonst ist es ein bisschen peinlich, wie viel Geld das sie bis jetzt ausgegeben haben und wie wenig Resultate sie bis jetzt bekommen haben. Aber das ist für mich so ein bisschen der Grund, wieso dass ich sage, das Team ist für mich 2026 am interessantesten zum Verfolgen. Ja, also ich muss sagen, ich bringe nicht so auf den Hype von Aston Martin mit. Auch der Hype um Adrian Newey. Also klar, ich weiß schon, er ist, was das anbelangt, wirklich einer der besten Renningenieure oder einer der besten Ingenieure, was Aerodynamik anbelangt und Chassis anbelangt. Aber ich bin eigentlich halt mal lieber so ein bisschen die Füße still und schaue mal einfach mal, so, wie sich das so entwickelt. Ob sie wirklich gerade so den grossen Umschwung werden können reissen in dieser Saison. Mal schauen. Das Auto an und für sich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich jetzt wieder mal ein bisschen gegen die oder gegen deine Meinung. Mir holt die Livery nicht mehr so ab, wie es am Anfang mal war. Es ist immer noch schön, aber zum Beispiel gerade der erste Aston Martin 21 mit dem pinken BWT-Streifen habe ich noch zum Beispiel richtig schick gefunden. Einfach weil es ein bisschen eine Farbe drin hat, die rausgestochen hat. Jetzt ist Krass, das habe ich verdammt wüst gefunden. Ja, das habe ich schon gedacht, jetzt ist ja das Hellgrüne, was ich eigentlich so, ja, okay finde. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, also das Auto, das ja präsentiert wurde ist, an dieser Präsentation, sieht ja nochmal anders aus, wie das Auto, eben, wo jetzt auf der Strecke fährt. Das haben wir ja schon gesagt. Also der ist jetzt ist eigentlich nur noch das Aramco auf der Seite im Schwarzen und unter dem Aramco ist schon wieder grün. Das sieht optisch wirklich um 1000% besser aus. Ja, eben was wir gesehen haben, da der Shakedown-Hashtag mit der Hinterachse, die am Heckflügel montiert ist, ist wirklich ziemlich krass gewesen. Ich finde es geil, dass sie auch an der Präsentation haben sie das eben nicht so gehabt, an dem Auto, das sie dort vorgestellt haben am Showcar. Ich bin gespannt, wenn wir nachher mal dann reinschauen können, noch in die letzte Stunde beim Shakedown, beziehungsweise bei den Preseason-Tests, ob es immer noch so ist mit der Hinterradaufhängung. Das nimmt mich wirklich wunder und einfach allgemein so, wie so das erste Review war vom heutigen Tag. Bin da wirklich gespannt, wenn man das ein bisschen nachlesen kann. Ja, eben, also ich finde eigentlich, ich habe mich einfach ein bisschen auch an den Farbsatz gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe, dass das Auto grün ist. Es ist halt wie der Ferrari rot ist halt Aston einfach grün wegen Aston Martin halt auch. Trotzdem gebe ich der Livery nur ein 4 von 10. Wow. Da haben wir sehr, sehr starken Kontrast bei den Meinungen. Ich glaube, der starke Kontrast wird bei Alpine gerade so weitergehen.
In dem Fall Was? tun wir zuerst Okay. schnell. Also ich denke es, ich weiß nicht mehr recht, wie du so die Alpine Liveries gefunden hast. Ach, wunderschön, wunderschön. Wir behalten in dem Fall Thema Livery noch schnell im Hinterkopf. Bei Alpine gibt es nämlich etwas Spannendes, wo aufgefallen ist. Nämlich, dass sie absolut basic und mediocre sind, wie immer. Nein, Spaß. Beim Heckflügel, hast du verstanden, was der Unterschied ist vom Alpine-Heckflügel gegenüber den anderen? Ja, der macht einfach die, in Anführungszeichen, DRS-Klappe anders auf als die anderen Autos. Heisst, macht er sie einfach, schiebt er es anstatt ziehen? Oder, weil soweit ich verstanden habe, ist er konstant in einem mehr Low-Downforce-Setting als die anderen? Also Verstehe ich das meines richtig? Wissens ist es damals so gewesen, dass der DRS-Flügel ist immer, man hat immer gesagt, er wird aufgeklappt. Und ich habe gemeint, der Heckflügel vom Alpine wird jetzt abgeklappt. Also dass da eigentlich nicht der untere Teil zum Heckflügel aufgezogen wird, der beweglich ist, sondern okay. der obere Teil vom Heckflügel abgezogen wird. Ich habe gemeint, es ist so gewesen, aber ich kann mich auch täuschen. Aber es Aber ich habe macht das Bild technisch gesehen. gesehen immer noch das Gleiche. DRS Activated bedeutet mehr Slipstream. Ja. Okay. Also ein DRS-Flügel gibt es ja immer noch, es heisst Ja. einfach jetzt anders, aber Genau, das Grundprinzip ist immer noch das gleiche. Genau, jetzt gehört es einfach zu dem Active Aero und ja, wird einfach anders handhabt. Aber was auf jeden Fall ganz, ganz klar ist, Alpine sind die einzigen, die sich dazu entschieden haben, das anders zu machen. Und das ist eben auch erst seit dem Regelwerk möglich, weil vorher ist der DRS Actuator, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genormt gewesen. Jedes Team hat den gleichen gehabt. Hat mit den Sensoren zu tun, die sie haben wollen für die Strecke. Da das nicht mehr notwendig ist, dürfen Teams jetzt ihre eigenen Designs entwickeln und Alpine hat dort ein bisschen Zeit hineingesteckt. Und was ich bis jetzt von den Daten her mitbekommen habe, ist, dass under Braking das Auto besser sieht. Das heisst, wir können jetzt später bremsen mit dem. Vielleicht wird das jetzt im Check tun, sind Suzuka-Fehler beheben. Vielleicht hat er das schon testen damals, wer weiß. Nein, aber das finde ich interessant. Sonst muss ich sagen, über das Team sieht es einfach mal wieder absolut basic aus und auch die Zeiten sehen relativ schwach aus. Du schickst mir da noch ein Foto vom Ja, Ring. genau. Da siehst du eigentlich relativ gut, dass der obere Teil von der oberen Kante abgeklappt wird. Also es ist wirklich so, dass der obere Teil abgeklappt wird und nicht der untere Teil aufgeklappt wird. Okay. Ja, interessant. Also es ist schon noch spannend, weil du hast eigentlich oben durch 0 Flügel mehr. Ja. Ja, komplett also weg. das ist eigentlich schon noch crazy so. Aber ja, mal schauen, ob das ihnen irgendwie einen Vorteil auf der Geraden kann verschaffen oder nicht. Was ich ja krass finde, ist jetzt so von hinten, siehst immer noch extrem das 2024 Design, wo Alpine angefangen hat, wo relativ so, ich sage, wie ein Wal sieht das aus, wie so ein U-Boot. Zeitpods, weißt du, was ich meine? Die sind so mega gross und bulkig. Das Design zieht sich irgendwie immer noch durch. Das finde ich interessant. Ja, hat schon etwas, ja. Das ist so. Und irgendwie Ja, ich sind bin auch gespannt, wie das Alpine Gestell das Jahr komisch. wird performen auch mit den Mercedes-Motoren, ob der Move wirklich schlau war. Eben, sie hatten relativ viele Probleme gehabt in Barcelona, muss man sagen. Und jetzt da bei den Preseason-Tests in Bahrain, gerade im Moment ist der Gasly auch nur auf dem 14. Platz und der Colapinto ist auf dem 17. Platz. Also was sie genau fusten, weiß ich auch nicht dort. Ja, es bleibt spannend. Mal schauen. Also Alpine hat ja schon gesagt, sie möchte in dieser Saison auch angreifen, so wie alle anderen Teams auch. Aber bei Alpine ist es halt auch wirklich nötig, langsam. Weil ich glaube, wenn Alpine in den nächsten 2 Jahren nicht mehr gross wieder reissen, werden sie wahrscheinlich dann mal einmal verkauft werden. Oder wird Renault nicht mehr dahinter stehen, was sie machen. Kann man gut vorstellen. Aber ganz ehrlich, da bin ich dann auch froh darum, wenn das endlich so weit ist. Weil was bei dem Team in meinen Augen fehlt, ist ein Führungsrege, der genauso viel Passion hat wie jeder einzelne Engineer und jedes Teampersonal, das du eigentlich auf der unteren Stufe hast. Weil ich habe das Gefühl, das ist einfach nur noch eine Corporate-Angelegenheit zum Werbung machen für Renault. Und wegen dem bin ich froh, wenn das dann vielleicht irgendwann schon mal aufgekauft wird von einem Investor. Ich finde so ein bisschen die No-Fucks-Given-Attitude sieht man auch in der Livery. Ich finde seit Jahren das einfach nicht schön, das Alpine Blau mit dem BWD Pink. Machen das ganze Auto pink, dass es sexy aussieht. Oder verwenden ein anderes Blau. Ich finde auch die Komposition einfach nicht schön.
Pinker Rearwing gefühlt, sieht okay aus. Das BWT-Logo ist aber einfach irgendwie draufgeklebt mit schwarzen Outlines, nicht im Verlauf vom Auto angepasst. Und danach sind es einfach so ein bisschen einzelne Komponenten, die sie pink gemacht haben. Keine Ahnung. Also für mich, one of the most uninspiring Liveries von diesem Jahr, gebe ich tatsächlich nur ein 4. Okay. Also, schlussendlich sieht das Auto genau gleich aus wie letztes Jahr. Hat sich nichts geändert. Von der Farbkombination her, alles drum und dran ist es genau gleich. Also, der erste Alpine war eigentlich wirklich der schönste Alpine gewesen, muss man sagen. Weil der hat viel mehr Blau noch drauf hatte. Schwarz-Weiß-Rot, aber Blau-Weiß-Rot, Flagge hinten noch zum Beispiel. Genau, aber jetzt ist es halt wirklich, ja, also wie du gesagt hast, wenn er ganz pink wäre, wie zum Beispiel Force India das hat mit BWT zusammen oder respektive auch Racing Point, war hure geil gewesen, ist wirklich recht frech gewesen. Und jetzt so, ja, es ist ja wirklich zusammengewürfelt und eben, es ist schlussendlich genau das gleiche wie letztes Jahr schon. Und von mir geht es so ein 3 von 10. Ja, okay. Dann gehen wir von der einen Wüstenlivery zu der nächsten Wüstenlivery. My opinion, tut mir leid für alle Williams-Fans. Da starte ich so gerade mit der Livery das mal. Look, am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind, ist es einfach ein blaues Auto mit dem richtig geilen Duracell-Dings oben drauf, aber mit noch mehr Werbefläche. Barclays, der dort in einem anderen hellblau hat unbedingt draufkommen, Komatsu, der unbedingt hat auf einem weißen Underground mit blauer Schrift sein. I don't know. Ich finde es cool, dass sie das Duracell noch oben drauf haben, das gibt plus 1 Punkt. Ich finde es cool, dass sie immer noch die Roulette-Räder haben, das gibt plus 1 Punkt. Das Williams-Blau sieht auch sexy aus, das gibt 1 Punkt. Und dann das Weiße so ein bisschen vom Komatsu so ein bisschen reinläuft in den Heckflügel, der so schräg angeht, finde ich auch noch cool. Es gibt nochmal einen Punkt und wegen dem gibt es 4 Punkte von meiner Seite. Was ich sehr, sehr schade finde, wenn man schon beim Barclays alles helle Blau hat wollen, fällt mir jetzt gerade auf, sorry, Gedankensprung. Wieso ist denn das Gulf-Logo hinten im schwarzen Teil irgendwo unter dem Getriebe und der Rohr dort so einfach Sie bezahlen wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja, aber du hast es doch so schön können auf das Barclays-Logo drauf tun oder das ganze Auto so hellblau Golf-Style machen. Klar, bekommen die dann vielleicht gratis Werbung über, aber fuck it, das hat so sexy ausgesehen. Ja, ich finde den Williams dieses Jahr überhaupt nicht schön und gebe nur ein 4. Ja, also so streng sehe ich es dann nicht bei Williams. Also ich finde auch, dass das hellblaue ist ein bisschen fehl am Platz. Jedoch finde ich, die hellblaue Farbe erinnert mich extrem, ich weiß nicht wieso, an Benetton von 2001 und 2, glaube ich, 2 war es auch noch gewesen. Die hatten so einen hellblauen Wagen gehabt, mit Mild 7 hinten auf der Airbox drauf. Ja. Und die Farbe ist wirklich, also die ist fast identisch. Und das finde ich eigentlich wiederum ein bisschen geil. Aber in meinen Augen finde ich auch, dass wir entweder den Teil im gleichen Blau können machen, wie das ganze Auto schon ist, oder in dem Silber-Weißton, wo dort das Komatsu drauf steht. Ich finde schlussendlich finde ich das Auto okay, aber der letztjährige war viel, viel schöner gewesen, und ich habe letztjährigen Williams viel solches Rating gegeben. Ich gebe ihm aber gleich immer noch 6 von 10, weil ich finde ihn schon immer noch recht cool eigentlich. Hauptsächlich auch wegen dem Duracell oben. Und ich gönne es auch Williams, dass sie inzwischen recht viele Sponsoren drauf haben, weil die haben wirklich jahrelang fast nie etwas gehabt. Ja, und zum Pre-Season-Test zu viel erzählen kann man nicht, weil sie sind ja auch gar nicht dort gewesen. By the way, Aston ist am letzten Tag aufgetaucht. Das Wunder, sind sie überhaupt noch gekommen. Ja, 6 von 10. Mehr muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Also, es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig aus den Socken rausgerissen. Also, da hat mein nächstes Team wesentlich mehr vom Söckchen runtergehauen. Du. Definitiv. Bevor wir aber noch zum nächsten Team springen, wollte ich noch schnell auf etwas bezogen nehmen, wo ich das Gefühl hatte, ist sehr krass gewesen. Bezüglich Fake News, AI-generated Fake News, habe ich das extrem schwierig gefunden, vor allem, da man halt so wenig Infos hatte, auch die richtigen Infos daraus zu hören. Jetzt, wieso spreche ich das hier noch gerade an? Bei Williams ist sehr lang das Verständnis umgegangen, dass sie anscheinend 3-mal den Crash-Test fehlgeschlagen haben.
Der James Wells hat aber in der Ansage ganz klar gesagt, dass sie einfach nicht nachher sind mit der Produktion, alle Tests bestanden haben und hat wegen dem sich entschieden haben, einen Virtual-Test zu machen, als irgendwie etwas hinzuklopfen, wo dann gar keine anständige Daten auf der Strecke ist. Oder? Und von diesen 3 Failed Crash-Tests und dass sie anscheinend overweight sind, 30 Kilo, es ist nie etwas gekommen. Sie sind sogar anscheinend nur 4 Kilo über dem Mindestgewicht. Also in dem Sinne eines der leichtesten Teams besitzen. Also ja, finde ich krass. Dann auch noch interessant, ich glaube, ich habe dir das Video auch geschickt von dem ersten Mal, wo ein Audi anscheinend in Barcelona gefahren ist. Auch AI-generated Engine Sound gsi. Haben auch viele nicht gecheckt. Und jetzt ist es offensichtlich, die Engine Sounds, die tönen nicht sonderlich geil, sonderlich speziell. Aber dort tönen auch Appelle an alle. Also glauben nicht immer alles, was sie sehen. Tun es Double, Triple Fact checken. Wenn es nicht mehrere Seiten gleichzeitig berichten, dann stimmt es ja, sehr wahrscheinlich halt nicht. Aber ja, soviel dazu. Wie gesagt, Williams nicht am Test erschienen aus dem Grund. Bei Aston Martin verstehe ich es noch ein bisschen mehr, dass sie nicht erschienen sind, weil sie halt auch sehr aggressives Design haben. Vielleicht nicht unbedingt, weil das Teams Zeit haben zum Reagieren. Aber ja, gleich speziell, wenn mehr Testzeit haben, solltest du sie ja auch nehmen. Wer dafür, wie gesagt, von der Testzeit sehr, sehr gut profitieren konnte, war Haas gewesen. Ich glaube, Haas haben mit Abstand einen der besten Runs gehabt. Die haben, glaube ich, keine Breakdowns gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und auch sehr viele Laps bekommen, oder? Mal sind schon, also sie sind nicht liegen geblieben, meines Wissens, aber sie sind auch mal ein bisschen länger auch in der Box gewesen, wo der Berman gefahren ist. Aber das ist eigentlich nur, glaube ich, am ersten Testtag gewesen und die letzten 2 Testtage haben sie eigentlich recht gut können fahren. Das ist so der Stand, wo ich noch weiss. Ich habe kurz schauen, die haben wo haben wir da? Haas hat 391 Runden gemacht. Ja, das ist super viel. Ja, wahrscheinlich wirklich stark, weil eben Mercedes mit 500 hat am meisten Runden gemacht. Das sind fast 6 Renndistanzen ungefähr, he? Nein, noch mehr. Wie viel sind es in Barcelona? Ich weiß es gar nicht. Aber Barcelona sind, glaube ich, 60 umeinander. Ja, also schlussendlich, wenn du so schaust, eben 391 Runden haben sie gemacht und das Werksteam, also Ferrari, hat 439 Runden gemacht. Also 40 Runden Unterschied haben sie gehabt. Also das ist schon sehr stark. Ja, sehr viele Runden auf der Strecke. Leider nicht sichtbar für uns, weil, sorry, also die Delivery ist ein absoluter Gaumenschmaus. Wir haben ja eigentlich nur ein paar Fotos davon bekommen besitzen. Und ich muss wirklich sagen, also ja, nicht nur weil es weiss ist, sondern eben auch, weil es jetzt wirklich offiziell Toyota Gazoo Racing Team ist. Wobei, finde ich mega schade, dass Toyota sich so ein bisschen neu am Erfinden ist. Jetzt ist ja das Racing Team nur noch Gazoo Racing. Das Formel 1 Team wird aber immer noch als Toyota Gazoo Racing Team geführt. Dann hat Toyota selber als Toyota nochmal irgendwie ein Racing-Team. Also ein bisschen verwirrend, was sie genau für eine Identity momentan finden. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr froh, sind sie zurück, auch wenn es nur mit einem GR-Logo ist. Ich bin ein riesen Sucker auch für in der Rallye. Der Toyota Yaris GR, finde ich, sieht jedes Jahr so abnormal sexy aus. Und ich finde, das besitzt die gelungenste Livery auf dem Grid. Ich gebe ihr ein 8,5, weil 10 gebe ich keine. 10 gibt es nur für perfekte Autos und kein Auto ist perfekt. Aber ich gebe es 8,5 von 10 Punkten in dieser Livery. Ja, also ich finde auch eigentlich Toyota, respektive Haas, finde ich eigentlich auch eines der schönsten Autos am Grid. Aber ich habe schon gesagt, also weisse Autos sind es bei mir eigentlich immer ziemlich einfach. Das Einzige, was ich jetzt nicht so schön finde, ist eigentlich eben das GR-Logo auf der Airbox hinten drauf. Das so. Ich muss jetzt aber gerade mal schnell kurz schauen, ob ich da ein Bild finde von der Formel 1, jetzt gerade, wo sie am Fahren sind. Wie es dort aussieht. Es sieht aber nicht mehr so es sieht so gezogen aus drauf. Ich finde das eben nicht so wahnsinnig schön. Also das Auto an sich, ich finde, so vom Design her und von der Farbwahl her und auch einfach so der Aufbau her, finde ich eigentlich wirklich relativ schick oder sehr schick.
Aber ich würde ihm alles 8 von 10 geben. Also ich finde tatsächlich den Racing Bull, ich weiß nicht wieso, ich finde den Racing Bull einfach schöner. Gleich immer noch. Krass. Ich kann es nicht sagen, wieso. Also darum, ich würde ihm ein 8 von 10 geben. Weil, ja, einfach das Gehen, das stört mich ein bisschen. Und man doch irgendwie im Verhältnis zu anderen Teams hat Haas nicht so viele Sponsoren getroffen. Aber es kann sein, dass mich täuschen. Das ist so, wobei ich habe das Gefühl, sie haben sehr gute Sponsoren drauf. Also Singa ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr grosser Getränkehersteller. Also Bierhersteller, ja, von Thailand. Bierhersteller, so, genau. Ja, das ist der bei Sauber recht lange dabei war. Ja, genau. Dann Toyota wird auch hure Geld reinbuttern, jetzt wo sie wirklich Toyota Haas Formel 1 Team heissen. Ich glaube, die brauchen nicht unbedingt viel mehr. Keine Ahnung, ich habe es einfach immer gern so rot-weiß-schwarz, finde ich eine richtig, richtig geile Kombo. Mein ganzes Gaming-Setup daheim ist rot-weiß und schwarz. Wegen dem bin ich ein riesen Sucker für genau das. Ich finde Haas immer schön. Und was ich richtig, richtig cool finde, jetzt, wo man so ein bisschen Fotos von der Strecke auch sieht, ist so die ganzen Nahten und Schrauben, die sie brauchen, scheinen schwarz zu sein. Und das auf weißem Untergrund sieht einfach irgendwie geil aus. Ich weiß nicht. Ja. Und, also es sieht auch sicher besser aus als letztes Jahr. Es sieht besser aus als letztes Jahr. Ja. Das definitiv. Ja. Und aber ich würde sagen, eine Palm Angels Livery können wir sie nicht nennen. Vor 2-3 Jahren. Ja. Das, also meinst du das nicht? habe ich sexy gefunden. Ja, gut, jetzt ist es geschafft. Jetzt sag mal, ich meinst Rich Energy. Nein, nicht Rich Energy. Gibt es das überhaupt noch? Also wirklich schön gewesen. Also jetzt mal eine ernste Frage. Das ist ja eine Energy-Marke. Ich habe die noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist nur eine britische, oder? Das nie richtig gegeben, Bro. Die ganze Firma ist aufgebaut worden, um das Geld rauszubekommen. Also es gibt gar keine Energy, wo Rich Energy heisst. Gibt es das gar nicht mehr? Der hat es nur gemacht für das. Es hat es vorhin nie recht gegeben und hat es nachher auch nie recht gegeben. Das war so eine Pseudo-Firma. Ah, wirklich? Ich gehe jetzt mal schauen, ob Rich Energy, ob man das kaufen kann. Ich denke, vielleicht gibt es die Firma noch. Nein, kannst du gar nicht kaufen. Kannst du nicht kaufen. Ja. Also aber das ist so gerade nicht. Soweit ich verstanden habe, ist das wirklich eine Pseudo-Firma gewesen. Also es ist einfach einer der grössten Fraud-Skandale, die wir in den letzten paar Jahren hatten. Eigentlich nicht nur in der Formel 1, sondern generell in der Wirtschaft. Das ist hure wild. Also das war wirklich ein britischer Energy-Drink nur. Ja. Die haben sogar tatsächlich die haben sogar allerdings MotoGP jemanden noch gesponsert. Krass. Und auf Amazon gibt es noch ein Inserat, aber kannst nicht kaufen. Sag momentan nicht lieferbar. Okay. Ja, dann... wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht. Nehme ich an, denke ich. Ja, Grüße gehen raus an alle, die jemals so ein Energy getestet haben. Aber Webseiten gibt es tatsächlich noch. Webseiten gibt es noch? Ja, es gibt es wirklich noch. Sie machen eine Werbung für das. Ja. Also, falls unter euch Zuhörer irgendjemand mal so ein Rich Energy getrunken hat, schreibt doch bitte mal in die Kommentarfunktion rein, wie ihr ihn so gefunden habt. Nach was schmeckt er? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das wird einfach ein hundskommuner Energy Drink halt sein. Aber schreibt es doch mal rein, falls jemand mal davon getrunken hat. Wahrscheinlich einfach ein Red Bull umgefülltes Rich Energy. Das wäre schon funny. Das wäre hure funny. Ja, vor allem für all den Shit-Talk, den sie gegenüber Red Bull gemacht haben. Ja, aber Haas sieht solid aus. Die Fahrer sehen happy aus. Das Auto sieht super aus. Von dem her würde ich doch sagen, gehen wir gerade zu einem Team, das so ein bisschen das Gegenteil für mich jetzt einmal gezeigt hat. Ich habe das Gefühl, bei Audi läuft es gar noch nicht rund. Ich finde Red Bull, der halt auch einen eigenen Motor gebracht hat, hat deutlich besseren Run gehabt, mit beiden von ihren Autos. Mit Honda kannst du fast nicht vergleichen. Honda hat bis jetzt kaum Runden fahren als Motor, aber ich habe wirklich bis jetzt das Gefühl, der Audi-Motor sieht nicht sehr gut aus. Und auch generell hat Mattia Binotto gesagt, sie haben eine riesige Liste von Sachen, die sie aufarbeiten müssen. Und ich finde, so sieht es für mich bis jetzt so aus. Also, es wirkt einfach, als ob sie mit allem behind schedule sind. Und das ist für mich die Auffassung, die ich bis jetzt habe von Audi, dass für so ein grosses Team, wie sie bis jetzt sind,
es sieht noch nicht noch genug aus. Aber was ist deine Auffassung davon? Ja gut, das habe ich dir ja glaube ich geschrieben oder gesagt in einer Sprache. Ich finde es ja eigentlich recht funny, dass ja Audi vor allem Struggle ist für das, dass die ja eigentlich das Motorenreglement mitentwickelt haben. Also die haben ja gewusst, in welche Richtung das es geht. Und die haben ja auch mitbestimmt, dass es so entwickelt ist oder entwickelt wird, wie es jetzt ist. Und ja, es ist dann eigentlich so eine Scheisse, her blöd gesagt. Klar, ich verstehe es schon. Neues Auto, neue Motoren, das erste Jahr in der Formel 1, es ist halt schon viel. Es ist wirklich viel. Ich verstehe es. Aber das finde ich irgendwo durch ein bisschen funny, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ja, die Hashtags sind alles andere als gut gelaufen. Also Audi hat gesamthaft 243 Runden gemacht mit ihrem Auto. Die haben am Mittwoch und vor allem am Montag viele Probleme gehabt. Am Montag haben sie nur 27 Runden gemacht. Am Mittwoch 68 Runden und am Freitag war dann der erste Tag, wo es wieder besser gelaufen ist. Dort haben sie 148 Runden gemacht. Das ist nicht viel. Zeiten, ja, das ist auch nicht viel. Und die Zeiten sehen auch nicht wahnsinnig stark aus. Also jetzt im Shakedown haben sie 1,19,8 gehabt, beim Ferrari 1,16,3. Also es ist schon recht viel Gap dazwischen. Wie gesagt, kann man nicht so streng anschauen. Und von der Runde rein, jetzt in Bahrain, also es ist glaube vorhin noch mal ein Update reingekommen mit 2 Stunden, die noch übrig sind, die noch gefahren werden heute, hat Audi 72 Runden gemacht und am meisten Runden bis jetzt hat Williams gemacht mit 105. Also die sieht jetzt im Verhältnis schon wieder ein bisschen besser aus, sage ich. Am wenigsten Runden hat tatsächlich Aston Martin gemacht mit 36 Runden. Da wird wahrscheinlich schon etwas ein bisschen im Busch sein. Cadillac jetzt auch relativ stärker geworden mit 76 Runden. Aber ja, allen in allem ist es auch eher so ein bisschen überschaubar. Auch die Livery bin ich recht enttäuscht, weil ich finde, Audi hat so viel Potenzial, eine richtig geile Livery rauszuballern. Wir haben ja Ende letztes Jahr schon so ein Konzeptauto gesehen. Aber dass die Livery oder die Farbwahl und auch die Farbaufteilung oder einfach so das Design, wie die Farben so auf dem Auto drauf sind, dass das auch final so übernommen wird, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Also wenn sie so ein Auto rausgehauen hätten, wie wo sie dazu mal in Spa 22 oder 23 vorgestellt haben, dass sie in die Formel 1 reinkommen, das wäre viel geiler gewesen, das Audi Sport. Aber ja, ich finde das Auto wirklich ich nicht schön. Es ist tatsächlich im Fall, es kommt mir gerade in den Sinn, es ist im Fall tatsächlich auch die Präsentation, die ich mitverfolgt habe. Die habe ich geschaut. Es ist schon die einzige, die ich geschaut habe. Weil es hat mich nämlich Wunder genommen. Ja, und die Präsentation war auch viel Blabla gewesen und ja, der Teammatch sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig geil aus. Also musst du mal noch einmal drüber schauen. Ich habe was habe ich denn für eine Bewertung gegeben? Ich muss es schnell kurz raussuchen. Ich weiß es eben gerade gar nicht mehr auswendig, was ich denen so für eine Bewertung gegeben habe. Ich glaube es aber auch nicht so wahnsinnig, ich habe es gar nicht bewertet. Ich denke, so komm Scheiß drauf. Schieß es schnell rein, ich greife da gerade schnell dazu. Ja, mach mal, ja. Ich habe darum das Live-Event auch mitverfolgt und ist es nur mehr so gegangen oder ist der hure Auftritt von dem Sänger und den Tänzer auch hure cringe gewesen? Ja, das ist tatsächlich so gewesen, ja. Also ich habe es auch nicht geil gefunden. Bro, also die eine Line hat er so gesagt, I've got 4 wheels, I'm a car. Also, hä, Bro, was? Was, Bruder? Ja. Was, Bruder? Ja, also für mich... Ja, ich habe im Auto ein 5 von 10 gegeben. Also, oh, was? Es ist okay, aber ich hätte jetzt schon mehr erwartet. Also... Ich find tatsächlich, das Auto sieht auf der Strecke schon ein bisschen besser aus als auf diesen Bildern und auf diesen Renderings, die sie auch rausgeballert haben. Aber es ist jetzt, ja. Aber, wenn wir es schon anschneiden mit Audi, die Sidepods sind echt wild in Bahrain jetzt. Genau, das ist so ein bisschen das, was das Auto, glaube ich, ein bisschen rettet. Vom Design her oder vom Aussehen her. Wobei auch dann wieder die Choice von der Livery überhaupt nicht kongruent ist mit dem Design vom Auto. Aber an und für sich sieht er sehr, sehr interessant aus. Er hat jetzt so eine Mischform zwischen No-Sidepod und zwischen Badwannen-Sidepod. Das sieht mega interessant aus und ich glaube, der Airflow,
könnte sehr, sehr spannend werden. Auch die Air Intakes, da bin ich echt gespannt, ob die genug Air Intake haben, um die Elektromotoren, die relativ heiß sollten werden, eigentlich genug auch kühlen, weil der obere Intake ist nicht sonderlich gross und die auf der Seite sind minzig. Ja, aber anscheinend funktioniert es auch, wenn sie jetzt schon über 200 Labs haben heute. Von dem her... Nein, 76 haben sie heute gehabt. Ah, 76? Ja, 76 haben sie gehabt. Ah. Barcelona haben sie... warte, wie viel haben sie gehabt, Barcelona? Was haben die gesagt? Nein, heute haben sie so 76 gehabt. In Barcelona haben sie 243 gehabt. Okay, ja, wer zulassen kann, ist im Vorteil. Vor allem im Unterricht für Livery Design, wer zulassen kann, ist im Vorteil. Ist der Audi Livery Designer definitiv nicht gewesen. Also ich muss wirklich sagen, das Einzige, was ich geil finde an der Livery BP-Logo, gell? Wenn man es nicht sieht. Nein, das grüne BP-Logo. Ja, man sieht es fast nicht. Es sieht hässlich aus. Es sieht hässlich aus. Nein, das Einzige, was ich schön finde, ist der komplett direkt frontale Shot, weil er ja unten am Frontflügel so ein einen roten Stripe hat. Dann beim Air Intake ist es rot innen und generell das Silber. Das sieht echt geil aus. Und ganz ehrlich, wenn es schon simpel behalten ist, dann mach doch das ganze Auto silber mit rotem Akzent und fetz einfach einmal gross über das ganze Auto drüber oder über die ganze Sidepod drüber die 4 Ringe. Das hat hure sexy ausgesehen und hat nicht viel mehr gebraucht. Und nicht zuletzt hat für mich auch nochmal einen Minuspunkt gegeben, dass sie eigentlich die Livery schon, wie du gesagt hast, in dem ersten Dings, schon lange präsentiert haben. Wir haben alle schon gewusst, wie er aussieht. Sie haben es nur nicht gesagt, dass das schon die Endlivery ist. Und muss ich echt sagen, machen doch nicht noch extra einen Livery-Reveal. Das Auto selber bekommt für mich ein 3 über, ein 2,5 in der vom Design. Ich finde aber nicht, dass der Team-Merch scheiße aussieht. Ich finde ja, ich weiss, I'm harsh this year. Der Team-Merch, finde ich, sieht dieses Jahr sehr sexy aus und ist auch mal so F1-Merch, wo kannst anlegen, ohne dass du aussiehst, als ob ein Race-Engineer cosplayen. Also von dem her finde ich es eigentlich noch. Ja! Ich höre jetzt zum ersten Mal so eine Aussage, wie geil. Ist das so? Normalerweise, wenn du F1-Merch anlegst, haben alle immer so das Gefühl, oh, bist du verkleidet. So, es sieht fast so in die Richtung aus. Oh, ein Ingenieur, geil. Oh, ein Ingenieur. Ja. Von dem her würde ich sagen, kommen wir doch von der hässlichsten Livery, ich glaube, unserer beider Meinung nach, bin ich gespannt, aber in meinen Augen zu der schönsten Livery. Ich bin sehr happy, dass sie nicht irgendetwas Basics genommen haben, Cadillac, sondern dass sie wirklich ein bisschen out of the box gedacht haben. Du hast so wie der Jordan, was war das gewesen? Lucky Strike und 555, glaube ich, sind Sponsoren gewesen, wo sie zuerst wo sie mal mal verschiedene Autos wollen. Halbiert haben, ja. Genau, und dann haben sie es halbiert, wobei dort die Halbierung richtig wüst war. Aber hier richtig sexy, also das sind eigentlich 2 gleiche Designs, die sich aber einmal umkehren, eine schwarz und eine weiß von der Seite her. Die weiße Seite ist unglaublich sexy, und die schwarze sieht nicht schlecht aus. Ich finde die Schnörkelschrift vom Cadillac ist super implementiert. Ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich einfach the most sexiest Livery of the bunch und ich kann ihm tatsächlich ein 9 geben. Ich finde auch. Gespannt. Ja, ich finde auch, einerseits bin ich wirklich überrascht gewesen. Ich habe ja schon einen Leak gesehen, wo man sieht, dass die Airbox so ein bisschen weiss ist. Und da dachte ich so, geil, das Auto wird weiss. Weil die Teamkleider und alles sind ja immer schwarz gewesen. Ich so, okay, es wird weiss, hure geil. Aber weisse Autos sind es bei mir immer einfach. Und dann nachher so habe ich das Video gesehen am Morgen um 4 Uhr dort, wo ich den Super Bowl noch geschaut habe. Ich gesehen, so, sie haben jetzt Videos gehabt, habe ich es gesehen. Und da habe ich so gedacht, Alter, zuerst mal Chrom habe ich gesehen, aber dann ist herausgekommen, dass das ja einfach nur wegen der Dings war, wegen der Spiegelung und alles. Also das Auto ist nicht chrom, es ist weiss und schwarz. Aber sie haben eben, wie du es angesprochen hast, auf einer Seite ist mehr weiß und auf der anderen Seite ist mehr schwarz. Und ich finde das so geil und das ist auch das, was ich hure geglaubt habe. Jemand hat einfach mal etwas gewagt. Das muss ja nicht auf der linken Seite genau gleich aussehen wie rechts. Einfach etwas anderes machen, etwas Asymmetrisches so in dem Sinn. Und das habe ich hure geil gefunden. Und ich finde auch die Farbwahl, klar, man hätte auch Gelb noch reinnehmen, weil es ist immer so mit Gelb verbunden worden, Cadillac.
Allerdings ist es wirklich so, die Hypercar-Series und so möchten sie auch in Zukunft immer alles so in dem weiß-schwarzen Ton haben. Aber ich muss sagen, ich finde die Livery überraschend die geilste Livery dieses Jahr von allen. Und von mir gibt es dort ein 10 von 10. Ich finde sie richtig, richtig geil. Ein 10 von 10. Also ist bei dir in dem Fall Perfection. Ja, aber ich sage, es gibt keine perfekte Livery wegen dem, also das 9 oder nein, das 9,5 wäre wahrscheinlich das allerhöchste, das ich vergeben könnte. Für das gibt es aber etwas, was mich stört bei der Livery, nämlich dass hinterher das Cadillac-Logo nochmal eins auf der Airbox ist und hinterher eigentlich die ganze Airbox-Logo ist. Da denke ich mir so, eines hat gelangt. Aber nein, sonst auch, also bin ich absolut deiner Meinung, es geht nicht sexier als das. 10 von 10 Execution bei Delivery, 10 von 10 Execution in meinen Augen auch vom Shakedown. Also muss wirklich sagen, Chapeau, ein Team, wo alles wirklich von vorne neu muss machen, wo alles komplett alleine muss aufbauen, wo keine Facilities von anderen Teams können übernehmen, sieht das Auto einfach solid aus. Es ist nicht extrem out of the box. Es ist nicht ein Aston Martin, wo du denkst, wow, der könnte weit vorne sein. Aber auch einfach besitzen, wie sie getestet haben, sind sie besser dran bis jetzt schon, als sie sich erwartet haben. Oder, für mich war die Erwartungshaltung, ey, in den Tests, die werden 4 Sekunden langsamer sein. Die werden vielleicht auch Start von der Saison 2 Sekunden langsamer sein. Aber wenn sie noch weniger langsamer sind als das, ist alles ist ein Erfolg. Also, selbst wenn sie 5 Sekunden off-pace sind, ist das immer noch ein Erfolg, wenn es nicht gerade 10 Sekunden sind. Oder wenn sie mindestens in den 107% Qualifying drin sein können. Weil einfach so aus dem Nichts raus ein neues Team aufbauen ist extrem schwierig. Und für mich, von dem, was ich bis jetzt am Shakedown gesehen habe, sieht es wirklich stabil aus. So dass sie effektiv vielleicht auch mal ab und zu um Punkte werden können mitfahren. Aber es ist extrem early, um so etwas zu sagen, und wir müssen wirklich eigentlich warten, bis da die nächsten 2 Tests durch sind, bis wir doch ein bisschen mehr gesehen haben. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht, was sie bis jetzt für einen Auftakt hatten. Wie siehst du? Also ich weiss nicht, welchen Shakedown du geschaut hast, aber in dem Shakedown, den ich geschaut habe, sind sie die schlechtesten gewesen. Die schlechtesten? Die haben weniger Runden gemacht als Audi. Jawohl, aber sie haben Runden gemacht. Als ganz neues Team. Sorry, Audi darfst du nicht als Maßstab nehmen, wenn sie noch mehr Audi ist ja eigentlich auch ein neues Team. Das Einzige, was sie haben, ist Aero, aber sie haben auch einen neuen Motor. Und das stimmt, aber sind immer noch die gleichen. Cadillac hat einen Ferrari-Motor, wo ja eigentlich schon... meine Ferrari macht ja schon länger Motoren. Und wenn wir streng schauen, ist ja das der gleiche Motor, wie wir vorher schon hatten, wo man das MGU-H-Feld. Also... Weißt du, es ist ja, Audi hat die Motorenerfahrung in 0 eigentlich, wenn du es so anschaust. Und haben trotzdem mehr Runden gemacht. Und gerade am Anfang ist ja eigentlich gerade Zuverlässigkeit das Wichtigste. Und ja, also Audi hat mehr Runden gemacht als Cadillac. Aber Cadillac hat 164 Runden gemacht. Die haben nie einen Testtag gemacht mit über 100 Runden. Die haben am Donnerstag, wo sie gefahren sind, haben 66 Runden gemacht. Das war das höchste gewesen. Ja, aber ich muss, oder einfach, dass du meine Meinung verstehst. Mein Maßstab ist extrem tief. Also, meine Erwartungshaltung, das ist jetzt verdammt frech, wenn ich das so sage, aber meine Erwartungshaltung für Cadillac war, dass sie entweder nicht zum Shakedown kommen oder sofort abliegen oder das Auto auseinandergeht. Und meine Erwartungshaltung war schon, dass sie 10, 20 Sekunden off the pace werden sie, was sie alles nicht sind. Sie sind turned up. Und sie haben effektiv Runden reinhauen und sind, 4 oder 5 Sekunden off pace gewesen? Ich glaube 4. Ich habe sie da gar nicht auf meiner Liste drauf, weil die Liste zu lang ist. Also beziehungsweise der Screenshot, den ich gemacht habe, sind sie nicht mehr drauf. Aber sind unterhalb wahrscheinlich. Aber sie haben eben jetzt den jetzigen Testtag oder jetzt der Testfahrt, also jetzt am ersten Testtag, so muss ich sagen, in Bahrain, haben sie jetzt gemacht, 76 habe ich es vorher gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 76. Also jetzt haben sie fast gleich viel wie Audi. Audi hat 72 gemacht. Also sind jetzt eigentlich so genau im Mittelfeld. Wir werden es sehen, wo Cadillac wird landen. Es wäre geil, wenn sie gar ein bisschen mitmischen im Mittelfeld und so, nicht einfach hinten nachfahren.
schlussendlich haben sie auch die richtigen Fahrer, denke ich, dafür, die sich im Mittelfeld gut können, wo im Mittelfeld können gut mitfahren. Und ich denke auch, ihnen ist es sehr wichtig, dass sie wirklich auch zwei Fahrer haben, die Erfahrung haben, und da haben sie auch die richtigen Leute genommen. Und schauen wir mal, wie es wird. Aber ja, der Shakedown ist jetzt, also für mein Empfinden ist es jetzt nicht so wahnsinnig gut gewesen. Also klar, es könnte besser sein, aber es geht natürlich auch schlechter. Von dem her, ja. Aber ich würde jetzt so, overall würde ich sagen, ist es nicht gerade so optimal gewesen. Okay. Ja, also ich sage, aber es kommt, glaube ich, bei Cadillac einfach extrem darauf ab, mit was du sie vergleichst. Und wenn du jetzt sagst, gut, ich vergleiche sie mit den Teams, die jetzt da sind, wo schon alles gemacht haben, dann ist klar, dann haben sie eigentlich einen grottenschlechten Shakedown gehabt. Aber ich sage, es ist einfach ein guter Shakedown. Aber as reason stated before. Ich glaube aber generell, um so ein bisschen Takeaways mitnehmen vom Shakedown, ist klar, dass Mercedes zuoberst wird sein, Cadillac zuunterst wird sein. Also was heisst klar? Oder? Das ist einfach das, was man bis jetzt daraus lesen kann. Soweit. Red Bull, finde ich, ist extrem schwierig zu einschätzen. Das Gleiche auch für Aston Martin, McLaren und Ferrari. Ich glaube, wir werden eine gute Überraschung haben mit Racing Bull, wo wieder gut wird dabei sein. Audi sieht eher schlecht aus, kann man so sagen. Alpine auch eher in den unteren Resultaten auch dabei. Also ja, ich glaube, all in all sehr interessant zu sehen. Was ich aber wirklich sehr, sehr schade finde, ist, dass der Shakedown noch so private war, wie er war. Aber es war extrem schwierig, Informationen, gute, knallharte Fakten rauszubekommen von diesen Tests. Und wegen dem sind wir jetzt da auch so ein bisschen limitiert in dem, was wir sagen können. Aber all in all würde ich sagen, für alle Teams eigentlich, außer Williams, ein einigermaßen gelungener Shakedown. Und wenn man die Livery anschaut, muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen enttäuscht von den Liveries. Aber die sind zum Glück wirklich auch einfach nur nebensächlich. Mm. Das sind meine Takeaways vom Shakedown. Was sind so deine Takeaways? Ja, auch eben, es ist schwierig gewesen, um herauszufinden, was genau abgeht. Man hat viel immer gelesen, ja, das ist passiert, das ist passiert. Viele Sachen sind auch gesagt worden, die gar nicht gestimmt hat, also oder gestimmt haben, so muss man sagen. Also darum müssen immer ein bisschen abwarten bis Ende des Tages oder gegen Abend. Man müssen abwarten, bis man ein bisschen mehr Infos bekommen hat. Auch die Interviews, die die Formel 1 an den Fahrer und an den Teamchefs gemacht haben, die sind alle so. Du hast so wie nicht richtig irgendwie so mitbekommen, ja, was ist genau etwas, also was genau los ist, weil das sind ja nicht so die externen Journalisten gewesen. Das war wirklich alles Formel 1 intern gewesen, das war wirklich hure schade gewesen. Auch zum Beispiel bei den Highlights, die auf YouTube veröffentlicht worden sind, jeden Tag. Es ist nie etwas Negatives erzählt worden, dass zum Beispiel irgendwie jemand eine Red Flag hat und irgendwie der Crash zum Beispiel vom Hadjar ist gar nicht erwähnt worden. Das ist ein Crash gehabt, das war nur kein bisschen abseits gewesen. Und dann hat Red Bull aussetzen und so. Aber das ist so ein Scheiß, also sie ist schwer abgeflogen dort, weißt du, und so. Ja. Und das sind halt einfach so Sachen. Also Getriebeschaden wahrscheinlich auch. Ja, also nicht einfach nicht. Das ist das, was ich halt eben ein bisschen schade finde. Aber ja, es ist halt die Formel 1, die das so hat wollen haben und machen und tun. Auch jetzt mit dem ganzen Test in Bahrain, wo ja jetzt sind ja 3 Tage, wo man eigentlich verfolgen könnte, wird aber eigentlich nur die letzte Stunde live übertragen und nächste Woche werden dann alle Sessions komplett übertragen. Wieso auch immer, dass man das macht, keine Ahnung, es wäre so spannend. Aber ich glaube halt eben, dass es mehr auch ein bisschen darum geht, dass wahrscheinlich viele Leute, die zuschauen, sich nicht so entertained fühlen, weil ja, die Kommentatoren reden natürlich dann auch über Gott und die Welt. Aber ja, ich persönlich finde es schade, weil eben, ich finde gerade so das Technische und die Autos ein bisschen genauer anschauen, das finde ich eben noch recht spannend. Aber ja, müssen wir halt damit leben. Ja, aber ich bin wirklich auch voll auf deiner Seite. Also, das klingt vielleicht ein bisschen komisch für einen, der Formel 1 noch nicht so lange verfolgt. Man könnte meinen, nur die wichtigen Rennen sind spannend. Für mich ist tatsächlich Testing immer, ich sage, das zweitspannendste vom ganzen Jahr. Weil
das Neue anfangen lernen, was ist die Ordnung, weißt, wer ist wo einzuschätzen, welcher Fahrer ist confident, welche Autos sehen gut aus, wo gibt es Stories, die sich entwickeln, potential Loopholes in den Regulations, die ausgenutzt werden. Ich finde Testing immer wirklich eines der spannendsten Sachen vom ganzen Jahr zum Verfolgen, wegen dem bin ich sehr enttäuscht. Aber ich glaube, es wird trotzdem, auch mit Limited Info in dem Sinne, wo wir werden haben, sehr interessant zum sehen, wie sich alles entwickelt. Vor allem wird es sehr interessant sehen, eben, was sind die Entwicklungen, sprich punkto die neuen Regulations. Wie müssen die Fahrer sich anpassen? Wie viel Kontrolle hat jetzt der Fahrer effektiv darüber, ob er schneller ist oder langsamer? Weißt, ist es limitierender mit dem neuen Overtake-System? Ist es einfacher für den Fahrer? Geht es wieder mehr auf Fahrkönnen, anstatt einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, etc.? Also da finde ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was für Storys wir alles daraus haben. Und eben noch Thema Loopholes habe ich jetzt auch gerade angesprochen. Das ist sicher das, was wir in den nächsten 2 Wochen werden sehr, sehr stark verfolgen. Ich glaube, du kannst das auf Deutsch fast ein bisschen besser erklären als ich, weil ich alle meine Kanäle auf Englisch halt schaue und dann kommen dann mit Compression Ratio etc. Oder dann haben wir wieder so ein Missverständnis wie mit dem was soll ich sagen? Ich habe von Fuel Pressure geredet, du hast von Abdichtung geredet. Ich glaube, auf Deutsch kannst du es, Verdichtung, ja. Ich glaube, auf Deutsch kannst du es deutlich besser erklären als ich. Was genau hat Mercedes gefunden? Also grundsätzlich ist es ganz einfach erklärt. Ich denke, die eben sich mit der Formel 1 ein bisschen auseinandersetzen, die haben das sicher jetzt auch schon ein bisschen öfters gehört oder gelesen. Grundsätzlich ist es so, dass man angeblich Mercedes-Motoren oder Mercedes-Ingenieure beim Motor einen Weg herausgefunden haben, dass das Verdichtungsverhältnis höher sei, als es von der Formel 1 vorgeschrieben sei. Und jetzt ist es vorgeschrieben, bis zu 18.1 schaffen sie, ist nicht zum Fakt in Europa. Genau, vorher, also 2022 bis 2025, also bis letztes Jahr zu der Season, ist es auch immer 18:1 gewesen. Und jetzt ist es eben neu 16:1. Und jetzt hat Mercedes das irgendwie herausgefunden oder hergebracht, dass wenn der Motor läuft, wenn er eigentlich auf Betriebstemperatur ist, dass sie das 18:1 erreichen. Und die FIA tut eben nur, wenn der Motor in Anführungszeichen kalt ist, messen und dort ist es 16:1, was legitim ist. Und im Regelwerk steht aber eigentlich drin, der Motor muss einfach die 16:1 haben. Aber es steht nicht, eben, dass er eigentlich die ganze Zeit auch auf in den erhöhten Betriebstemperaturen, dass er das muss auch haben. Und das ist jetzt eben so ein bisschen genaue Grauzone. Und jetzt ist die Formel 1 da, also es ist ja so, es hat ja eine riesige Diskussion gegeben, das ist wieder von vielen Leuten so falsch interpretiert worden. Viele Leute haben wieder das Gefühl, die FIA ist jetzt da wieder, wo Mercedes wird wieder eins auf den Deckel hauen oder so, aber so ist es eben nicht. Es ist, tatsächlich sind das Team und auch die Formel 1 selber, wo das Ganze jetzt aufgenommen haben und mal der FIA sozusagen auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, hey, schaut es an und macht eine Entscheidung. Und der FIA hat anscheinend gesagt, sie entscheiden sich noch vor Australien entscheiden, wie das jetzt wird sein mit dem Verdichtungsverhältnis. Und es ist ja so, das hat geheißen am Anfang, dass Mercedes und Red Bull angeblich die 2 Teams sind, die den Weg herausgefunden haben. Also Red Bull hat es auch noch ein bisschen geheißen. Ferrari, Audi und auch Honda haben natürlich gesagt, so, hey, nein, sorry, das geht nicht. Wir machen in Anführungszeichen einen Protest. Und Formel 1 hat dann nachher auch gesehen, okay, Mercedes Shakedown ist relativ strong gewesen, und sie haben natürlich auch Angst, dass es wieder so eine pure Mercedes-Dominanz wird geben wie 2014 bis 2020, wo wir schlussendlich hatten. Und dann nachher ist es so gewesen, dass Red Bull recht lang enthalten war mit der Entscheidung, ob sie das möchte auch ändern oder nicht. Weil es hat dann geheißen, man bräuchte so eine ultimative Mehrheit, dass man das jetzt so kurzfristig ändern könnte. Und das ist jetzt angeblich vor 2 Tagen passiert, dass Red Bull gesagt hat, wir möchten nicht, dass das Verdichtungsverhältnis während dem Fahren höher wird. Also wir möchten all die 16:1 haben, so wie es eigentlich ursprünglich gedacht ist. Somit stehen eigentlich 4 gegen 1. Also jetzt hat man eigentlich die ultimative Mehrheit.
Und rein theoretisch ist es jetzt so, eben, dass man das der FA auf den Tisch legen kann, was ja jetzt auch passiert ist. Und der FA schaut jetzt das Ganze an und tut dann entscheiden, wie es weitergehen wird. Ich persönlich glaube daran, dass wahrscheinlich das Zurückbauen von Mercedes nicht so ein grosses Ding wird sein, wie Mercedes selber das sagt. Weil die FIA sieht ja, was sie entwickeln und was die Sensoren angehen und alles. Und die sehen alles, die wissen Bescheid. Und Mercedes selber oder FIA weiss sicher auch, dass, wenn man es zurückbauen will, dass es nur eine Kleinigkeit wird sein. Weil sonst würde sie schon lange, oder hätte es schon lange gesagt, ja sorry, da kann man jetzt ändern. Weil sonst könnte die Mercedes ja nicht mitfahren, weil sie ein illegales Auto hätten, wenn sie das bestimmen würden. Respektive für die anderen wäre es ein verdammter Wettbewerbsnachteil. Klar, wir reden hier wieder von einer Grauzone. Eine Grauzone ist ja das, was eigentlich die Formel 1 ein bisschen ausmacht. Wir haben ja 2020 haben wir ja das DAS-System gehabt, wo ja Mercedes auch das Lenkrad zu sich ziehen und dann nachher hat man vorne die Räder ein bisschen gerade gestellt, dass man auf der Gerade weniger Abrieb hatte und Rollwiderstand hatte. Da war man schneller gewesen und man hat sie dann wieder reindrücken das Lenkrad, dann hat man die Räder auch wieder schräger gestellt, dass man wieder besser um die Kurve kommt. Das war ja auch eine Grauzone gewesen. Das System hat ja nachher Mercedes die ganze Zeit können verwenden über das ganze Jahr hinein. Die Problematik ist eben dort, dass das System erst am ersten Grand Prix eigentlich herausgefunden worden ist und nicht schon bei den Testtagen. Und darum, oder dort hat es ja auch gar keinen Testtag gegeben, also respektive es hat gegeben, aber die sind viel, viel früher gewesen, respektive es war ja Corona, es hat ja keine Rennen gegeben dort. Und dann nachher hat man das wie gar nicht richtig beheben, weil es am ersten Grand Prix dann nachher schon zu spät war. Und ja, das ist halt so ein bisschen das, was wir jetzt haben. Also man kann es noch ändern. Ob es Mercedes einen klaren Nachteil wird geben, sei dahingestellt. Ich glaube zwar weniger, aber was glaubst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es so kurzfristig noch ändern kannst. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es wirklich einen riesen Performance-Impact hat in einer negativen Sicht. Also ich glaube, dass da einfach relativ simpel... also es wird schon nicht einfach ein Ausschalten von einem Ding sein, weil ich glaube, das wäre dann regulatorisch wirklich schlecht gewesen, wenn die Lösung effektiv ein Gerät ist, das zum Beispiel das irgendwie verursacht. Oder dann ist es sicher nicht gut. Es ist ja wirklich einfach nur die Hitze, die eigentlich die Ausdehnung verursacht, die schlussendlich dann einen besseren Fuel-Flow, respektive Fuel-Airflow. Uiuiui, sieht der Audi instabil aus. Sorry, F1 ist übrigens jetzt gerade live geworden. Uiuiui, Audi hat verdammt viele Verbremser, sorry. Auf jeden Fall, ja, ist es schlussendlich für mich fragwürdig, wie viel Performance es überhaupt wird bringen. Und da kann man auch vorstellen, dass es nicht allzu schwierig wird sein, um das dann wieder anpassen, rückkonfigurieren. Ja, ich habe generell das Gefühl, dass ein grösseres Thema daraus gemacht wird, als das es eigentlich ist. Aber wir werden es wahrscheinlich Ende dieser Woche schon ein bisschen genauer wissen. Ende übernächste Woche definitiv genauer wissen, wie es weitergeht. Und da bin ich einfach gespannt drauf. Dort durch, würde ich auch gerade schon vorab sagen, das ist etwa auch dann, wenn ihr den nächsten Podcast könnt erwarten von uns. Einerseits wird es dann ganz sicher darum gehen, ja, was ist in den 2 offiziellen Testwochen alles so gelaufen, alles so passiert, was sind unsere Impressions. Und dann entweder im gleichen oder einen separaten Podcast dazu, wahrscheinlich in einen separaten, machen wir unsere Predictions, je nachdem, so dass wir nicht gerade wieder einen 2-Stunden-Podcast haben. Aber ja, ich würde behaupten... Haben wir alles angesprochen? Haben wir alles gesagt, was wir wollen sagen? Hä? Ich glaube es schon. Also, schon, ja. Ich glaube es auch, aber ja, ich glaube es auch, ja. Also ich sehe jetzt, du hast da schon noch ein paar Sachen reingeschrieben, aber ich glaube es eigentlich so weit eben. Schauen wir es im nächsten Podcast sicher an. Ich denke auch, dass es jetzt für einen Moment Sinn macht, wenn wir einfach mal noch abwarten, wie das mit diesen Testtagen in Bahrain aussieht. Eben diese Woche vom 11. bis zum 13. Nächste Woche vom 18. bis zum 20. Sind Testtage. Eben nächste Woche kann man sie dann live verfolgen. Diese Woche jetzt einfach nur je eine Stunde am Abend. Und dann gibt es auf F1 gibt es so ein Wrap-up, wo ein bisschen alles zusammengefasst wird über den Tag hin. Aber ja,
Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie es wird. Es wird spannend, das definitiv. Und ihr könnt natürlich immer gerne schon mal in die Kommentare hineinschreiben. Einerseits mal das, was der Gabo gesagt hat, was ich leider inzwischen wieder vergessen habe, was er gesagt hat. Über Switch Energy. Ja, genau, Switch Energy, genau. Ihr könnt aber auch gerne hineinschreiben, welche Livery euch am besten gefällt. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Noch ganz kurz. Okay, ja. Letztes Mal, sorry fürs Reinreden, letztes Mal hat es wirklich ein paar geile Sachen aus Innen unter euch gegeben, die Tempo in die Kommentare geschrieben haben. Das heisst, dass ihr über 2,5 Stunden oder wie lange wir den Podcast zugelassen haben. Danke viel mal. Ihr sind alles geile Sachen. Habe ich noch schnell sagen. Ist der Podcast? Ah, das ist 2,5 Stunden gegangen. Das ist 2,5 Stunden gegangen, krass, ja. Also Legenden, dass ihr einfach wirklich durchgezogen habt, nicht nur zugelassen habt, sondern sogar noch geschrieben habt. Ihr seid super. Danke, dass ihr uns zulässt. Wirklich sehr, sehr geil. Merci vielmals für den ganzen Support, immer auch letztes Jahr. Sind wir euch sehr dankbar. Darum auch an dieser Stelle, wenn ihr uns möchtet, weiterhin supporten, gerne den Podcast teilen, egal auf welcher Plattform ihr sie hört. Und auch gerne den Podcast bewerten, egal auf welcher Plattform ihr den hört. Und ja, da würde ich sagen, was es war mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wie gesagt, wir hören uns dann etwa so in 2 Wochen wieder, wenn die ganzen Hashtags vorbei sind. Und ja, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.